Salut zusammen, ich bin der Luzi und willkommen zu der ersten Folge von... Was für ein Projekt hat sich Luzi wieder mal vorgenommen? A. Er wird schon das Leben wieder UF3. B. Er schochet nur mal. C. Er baut sich ein Dörschwo. D. Irgendetwas anders. Die richtige Antwort steht im Titel. Ich bin der Luzi, ich baue ein Dörschwo. Hab kein Budget, aber schieß drauf. Wieso? Weil ich Bock habe. Alter, das ist ein fucking Ente. 2 Zylinder, 29 PS. You don't need anything more. Beim ersten Teil geht es jetzt zuerst mal darum, eine Auslegeordnung zu machen, weil ich habe mega viele Teile. Keine Ahnung, ob ich alle brauche. Und ja, fangen wir einfach mal an. Das ist eigentlich das Essentiellste, was man braucht, um einen Ente zu bauen. Jetzt muss ich es eigentlich nur noch sortieren. Oh, da ist jetzt aber schnell gegangen. Hier haben wir unsere Elektronikabteilung mit Tacho, Kabelbaum, Skiwerfer und was zum Teufel ist das? Tonität. Dann Seitenspiegel, das könnte ein Scheibenwischwasserbehälter sein, das sind die Deckel der Zylinder, das sind Gurte. Für die Karosserieteile habe ich eigentlich alles. Das sind Frontkotflügel, Kofferraumdeckel, 2 Fronttüren, eine Hintertür, weil die andere steht hinten. Heckflügel. Rückscheiben, Seitenfenster, Auspuff, Mitteltopf, das Gestänge fürs Licht und Karosserieteile. Es ist eigentlich fast alles vorhanden, also jetzt geht es einfach nur ums Putzen. Naja. Genau an dem Zeitpunkt habe ich begriffen, dass ich mit einem Tüchli nicht so schnell vorwärts komme. Vor allem nicht, weil ich die ganzen Türen, Kopfflügel etc. alles hätte per Hand abputzen und so. Also habe ich sie einfach in mein Auto reingeladen, bin in die Duschanlage gefahren, habe sie kurz abgespritzt und habe sie dann wieder rausgeladen. Dann hat die Ente erstmalig ihren Stellplatz verlassen und in der Garage Platz nehmen, damit ich sie raussaugen konnte. Warte mal kurz, wer ist das dort im Video? Das ist der Fabio. Der Fabio hat eine kleine Autogarage, ist selbstständig und ein bisschen spezieller. So wie ich. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und er ist der Sponsor vom heutigen Video. Er hat mir seine Hilfe und das Know-how angeboten, um mich bei dem Projekt zu unterstützen. Er ist auch der Grund, weil ich seit bald 2 Jahren so angefressen bin von diesen huren Döschwos. Und jetzt kann ich mir endlich einen zusammenbauen. Das wäre ohne ihn nicht möglich. Also schreibt kurz in die Kommentare. Danke Fabio! Also falls ihr noch einen zuverlässigen, guten Garagist sucht, Fabio ist euch ein Held. Zurück zum Video. Wo bin ich gewesen? ADHS. So geht ein langer, aber erfolgreicher Tag vorbei. Das nächste wäre das Chassis. Das wäre es auch schon gewesen mit dieser Folge. Eta nächste Volvo löseböten das Kavo. Die unlösbare Skröpe. Wird die Löse es schaffen, die Skröpe kann es lösen. Das und mehr gibt es in der nächsten Folge. Falls ihr Anregungen habt, Projektvorschläge oder mich unterstützen wollt, meldet euch gerne unter luzi.heilbildmitton@gmail.com. Bye bye, Döschwo.